De Bit vun diesem Projekt als eng Neugare vun Ethelbrecht zu bauen, még Vierredner hun alles schon erklärt, mat neue Keen, Parkgenereit, Aménagement fir Bussen, Veloen, Souterrain fir d'Fußgänger, ein Tunnel für den Autoverkehr und so weiter, am Aménagement wo praktisch dem ganzen Quartier rund um Ethelbrecher Gare. Ich meine, dass der Titan auch für die Nordstadt wichtig ist, dass man an die Infrastrukturen auch für den ganzen Norden investieren, ist schon richtig. Aber Mittel nicht alles. Ich meine, wenn wir hier darüber diskutieren, da will ich auch ein paar mehr Kritikpunkte argumentieren im Zusammenhang mit diesem Projekt sehen. Für allem die prinzipiell froh wird mit der Ala Gare, eine Gare, die immerhin 150 Jahre alt ist, aus dem Ursprung 1862 stammt, an die Lohai mit diesem Projekt aufgerappt wird. Das ist ein historisch wertvolles Gebäude. Und dafür muss man sich vorstellen, auch wenn man so große Investitionen möchte, wäre es nicht einfach möglich gewesen, für das Gebäude zu erhalten, an einen neuen, modernen Komplex zu integrieren. Es ist der Meinung, dass das nicht möglich ist, wie auch viel andere Leute das wären. Die Regierung behauptet, das Gebäude müsste aufgerappt gehen, weil der Tunnel für die Autos drinnen durchgeht. Unsere Meinung nur ist das falsch, weil heute kann man auch Tunnelen in ein Gebäude bauen, die in der Stuhl ist und die von innen festig wird mit Betonsplatten oder wie zum Beispiel, man da denke zu gesehen und zu Leipzig, die zwei Kopfbahnhöfe an denen in Leipzig mit der Eisenbahnschienentrasse durchfuhren, die haben sogar Großhotellen in der Freie dann so liegt, ungefähr können Tunnelen zu machen. Alles das ist halt möglich und das war Gebäude, die das vielfach mehr groß sind, wenn man dazu Ethelbrecht fallen. Also es wird durchaus möglich gewesen, wenn der politische Willen da ist, für das Gebäude zu behalten. Froh vom Denkmalschutz. Ich meine, das ist ein kruzial froh, den wir uns stellen, und das schon angeklärt, und heute der Kollege André Bauler hat an dem Zusammenhang Question Parlamentären gestaltet, vor allem die Question Parlamentär vom 2. Oktober 2014 an Denfert scheint mir enorm wichtig zu sehen. Wo am Anfang die heutige Kulturminister sieht, dass die Vorgängerin gesagt hat, aus Rücksicht auf den heutigen Projekt hat die Regierung Verzicht für das Gebäude einen Denkmalschutz zu stellen. Und das ist meiner Meinung nach ein starkes Stück. Wenn ihr seht, wir stellen ein Gebäude einen Denkmalschutz auf Hinsicht von einem Projekt, weil es dann nicht Kind aufgegraben gibt. Als nicht gerade ein Denkmalschutz da für Gebäude zu schützen, dann sie nicht aufgegraben gehen, für Projekte gemäht gehen. Ich will noch nie hören, dass der Sicht vom Denkmalschutz tut, wir können das Gebäude nicht klassieren, sonst können wir nicht aufrappen durch das Projekt. Das schenkt aber die Regel gewesen sind, dass das Gebäude just so, wie es nicht klassiert genau, weil es dann nicht hat Kinder aufgegraben gehen. Und noch die neue Kulturministerin, die geht dann hin, und sie gibt das bedauern, dass die Vorgängerin das Gebäude nicht klassiert hat, weil anscheinend war auch ein Avis favorabel von der Kommission für die CD Monument. Sie gibt das bedauern, dass die Vorgängerin das Gebäude nicht klassiert hat, aber sie kann das auch noch nicht klassieren, weil das Projekt schon zu weit fortgeschraubt wird. Das ist einfach eine Situation, für mich heute zu Lützeburg den Denkmalschutz machen. Wir machen Denkmalschutz, wenn es an den Kron passt. Aber wenn wir ein Projekt machen, wo wir Mengen Lobbyisten aufgraben, dann geht es einfach nicht klassiert, weil wir sonst nicht können aufgraben. Das ist also wirklich eine ganz schwere Interpretation, wo ich meine, dass man es da wirklich heute zu Lützeburg zum Narren feiern lassen, wenn das Kulturpolitik ist, die heute zu Lützeburg gemäht gehen ist. Das ist Denkmalschutz für den heute zu Lützeburg praktiziert wird. Unserer Meinung nach hat das Gebäude müssen erhalten bleiben und hat müssen an ein modernes Projekt integriert geben. Dasselbe tun wir auch, was den Tunnel belangt, weil den Tunnel aus dem Anfang Ursache wird das Gebäude müsste aufgegraben gehen. Wir wissen aber, dass das Tunnel an einem Überschwemmungsgebiet, dass jeder weiß, wie zu Ethelbrecht ist, das wohl gesagt gehen, dass vier an Ausfahrten, dass die gehecht wird gehen, dass den Tunnel ein Jahrhundert wieder standhalten. Wir wollen Jahrhundert wieder können, dann wir kriegen ja anscheinend die 100 Jahrhundert wieder an den letzten Jahren mehr DAX, dauert nicht alles mehr 100 Jahre dazwischen,
dann haben wir das Problem. Und ich stelle mir auch dort vor, und den Herr Minister, was geschieht da, wenn wir so 100 Pferde kriegen an den Tunnel, den Ast überschwemmt. Mit wäre auch die Idee freier da, für mit der Straße die andere Seite von der Lange zu fahren. Das ist ein Terrain, den der Eisenbahn gehört. Mir anscheinend spekuliert die Eisenbahn lieber da für Immobilien auf den Terrain zu setzen, wie wir dann den Terrain benutzt hat, für auf der anderen Seite mit der Straße Lange zu fahren. Da wird die ganze Situation hier nicht möglich gewesen und hat nicht bräuchten, innerhalb dem Gebäude durchzufahren. Und es gibt auch eine Variante, von hat man Tunnel für dem Gebäude durchfahren, mir auch die Variante als net zurückgehalten gin, an dann sieht den Ettelbrecker Burgermeister selber, dat auch durch den Tunnel Verkehrsproblematik zu Ettelbreck net gif gelesen gehen, mit der Töffe Mr. Kantonement Ettelbreck Fehler gebaut gehen, an der Staatssekretär Camigera hat gesagt, dat aber frühestens am Jahr 2020 dürft der Fall sein. Da stellen sich eine Reihe von Fragen, wo man nach kein Antworten dort tun, was den eventuellen verseuchten Terrain anbelangt, wenn wir wissen, dass da Reservoiren von 200.000 Liter waren für Tank Masut zu leeren, als das in der Sicht gehen, oder muss da renaturiert gehen, wir kennen für die Kästen, aber was für der Kästenpunkt, das vor abgeworfen gehen an den nächsten Tag von dem Luftschutzbunker aus dem letzten Weltkrieg, den recht für kurzem anscheinend Büro d'Etudes, die aber schon über Jahren geplant haben, die hatten recht für ein paar Wochen am Anfang Kenntnis am Planen von den Luftschutzbunkern. Da kriegt auch Hai gestellt vor sich, Herr Minister, was dann mit den Bunkern geschieht. Und noch über das Patentdenkmal kann den diskutieren, was recht für 10 Jahre für viel Geld integral an renoviert gehen als die Lo aber aufgerappt wird an zu einem Kostenpunkt von 34 Millionen neu gebaut wird. Es gibt also eine Reihe von Alternativen Hygiene, schon dafür drohen gesucht, von den Terrain, die sowohl eng wie auf der anderen Seite hat mitgehen. Mir auch die Initiative Ettelbreck 21 hat eine ganze Reihe von Propositionen gemacht, die sinnvoll wären, mit denen nicht berücksichtigt zu gehen. Und noch das Ideen sind von unserem Nordbezirk, von dem ADR Norden, immerhin immer unterstützt genannt. So haben wir zum Beispiel an einem Kommuniqué vom 20. April 2012 für den ADR Norden am Anfang die ganzen Ideenweise von Ettelbreck 21 präsentiert, die unterstützt. Mir leider als die Regierung Hai an dem bekannten Dialog, an der bekannten Transparenz, die wie sie angetragen ist, die sie gibt auszeichnen, wo wir in den letzten Monaten festgestellt haben, dass der Dialog an die Transparenz, dass das nicht ähnlich ist wie ein Diktat von oben, als sagt gehen, also doch Hai zu Ettelbreck geschieht. Da muss ich noch wissen, dass der Ettelbrecker Gemeinderat diesem Projekt zugestimmt hat, aber mit der Stimme von CSV, LSAP, und das zu einem Zeitpunkt, wie wir eine CSV, LSAP Regierung hatten. Alle Konseillen aber von die Grünen und DP haben gegen dieses Projekt zu Ettelbreck gestimmt. Da war ich verwundert, wie mein Vorredner von den Grünen Lograt gesagt hat, man Bürgermeister geschwärzt, an Zustimmung von der Ettelbreck, Gemeinde wie do, das stimmt, sie war do, aber sie war nicht mehr do von 2 Parteien, die Grünen und die Blau, haben zu Ettelbreck am Gemeinderat gegen dieses Projekt gestimmt, und Leute haben sich dann Hoffnung gemacht, dass mit der neuen Gambia-Regierung, dass der Projekt gif überschafft gehen an de Bedenken von den Ettelbrecker Leuten gif Rechnung genommen, wie gesagt, die Enttäuschung als immens groß, weil lo die Leute, die zu Ettelbreck am Gemeinderat dagegen gestimmt und das sind die lo Rapporte sind von dem Projekt, das sind lo die für das Projekt schwätzen und sind auch die Werten für diesen Projekt stimmen. So gesagt, wie Zeiten sich ändern, wenn in zu Ettelbreck am Gemeinderat sitzt, an der Position, und sie mal an einer Regierung und muss ihre Responsabilität holen, dann ist alles das, was wir tun, und das wir nicht nur das Einzige, was wir in den Gringen festgestellt haben, haut als alles möglich, haut sind die Gringbäume für den Ausbau von einem Autobahn, haut können Bämwäsche gehen, haut können Büscherwäsche gehen, und haut kann das auch gemäht gehen, was für uns 2 Jahre, für uns 2 Jahre dagegen gestimmt, und das ist ein wirklich gutes Beispiel, wie das heute funktioniert. Herr Präsident, wir als ADR sind immer für Infrastrukturen,
die an den öffentlichen Transport gemäht gehen. Mit Zweck hellisch net Mëttlen. An kann net tigon an dat da se man dëffer muss dann eben kënnen eng en alt historisch Gebäi wat Dattelbecker gra durchstel, muss dat können ofrappen. Mir willen hai dürfir prinzipiell géintesche Projekt stimmen, weil hai en wertvoll historisch Gebäi geaffert gëtt, wat net het missisten sinn. So nicht merci.